So, liebe Feinrib-Gemeinde, was ich ja Geniales entdeckt habe. Also ich plädiere dazu, dass wir ab sofort auf unserer Bühne immer ein Trampolin stehen haben, weil es total geil ist. Herzlich willkommen zu Fragen, die zu fragen sich bislang keiner traute, weil alle eher Angst vor der Antwort haben. Oder kurz FDZFSBKTWAEAVDAH Show. Was glaubt ihr, ist der Lieblingscomedian und Lieblingscomedy-Film des jeweils anderen? Peace. Der Meier, das weiß ich, der liebt Heinz Becker als Comedian, auf jeden Fall Heinz Becker. Film ist bei Meier Leben das Brian, da bin ich auch hundertprozentig richtig. Der Christoph, der liebt Helge Schneider und als Film habe ich beim Christoph mir Gedanken gemacht und so ein Typ, der so drauf ist, so lieb und so nett, der braucht einen Ausgleich. Also sein Lieblingscomedian-Film wird sein Saw. Also so richtig mit Blut und Geschnetzel und Vollgas, weil Ausgleich und überhaupt. Der Harry, glaube ich, der mag Loriot. Warum Loriot? Keine Ahnung, ich fand Loriot immer cool, deswegen einer muss Loriot kriegen, das ist der Harry. Und als Film hat er Asterix, wegen dem kleinen Idefix. Der Monchi, allein wegen der Statur, liebt er Jürgen von der Lippe. Das ist sozusagen ein Körper und ein Gelaber. Und als Film hat der Monchi Hangover. Hangover wegen Feiern, wegen der völligen Eskalation. Genau. Also mein Leben in der Band, das ist eigentlich schon Komödie genug. Ich brauche nicht noch Funk und Fernsehen, damit ich mir irgendwie was Lustiges vorstellen kann. Das liefert der Bandalltag. Beim Christoph glaube ich, dass es Helge Schneider ist, oder zumindest ganz weit vorne. Bei mir ist es vielleicht der Bulli oder so, Bulli Herbig, ein bisschen Mittermeier. Einer von den besten Filmen finde ich tatsächlich Schuh des Manitou, fand ich einfach geil. Ich glaube, wenn man der Alex in der Band hat, ist man eigentlich selber schon ein bisschen sowas wie eine Comedy-Show. Deswegen wundert mich die Frage, Olli. Bei Monchi weiß ich es auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, der steht so ein bisschen auf Monty Python oder so. Bei Michel weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. So gut kenne ich ihn noch nicht, weil er ja noch in der Probezeit ist bei uns die nächsten 10 Jahre. Bei uns 5 gibt es eigentlich nur eine Person, die in Frage kommt. Von daher bin ich ganz schnell, bin mal gespannt, wer es von euch erraten tut. An mein Haar lasse ich nur Wasser und Quark, weil nur Quark gibt meinem Haar die Strähnigkeit und Widerspenstigkeit, die es verlangt. Fettig Haar ist mir gegeben, lass es kleben mit Quark. Wie schön.